Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction, nenne ich es mal. Leute, in 5 Tagen starten wir in die Club-WM. Ich weiß, Club-WM kann man kritisch sehen. Gibt es ein anderes Video zu, wo wir da ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Sportlich gesehen interessiert mich die Club-WM schon, weil man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand schaut und nicht nur die Standardgegner da hat. Ja, und dazu gucken wir uns jetzt einfach mal ein Video an von Manu Thiele, wer ihn nicht kennt. Ich verlinke das Video unten, schaut mal rein. Ist ein sehr angenehmer Mensch, der über den FC Bayern berichtet, aber auch über andere Sachen aus dem Fußball. Und der hat halt ein Video, so stark sind die Gegner des FC Bayern bei der Club-WM. Ja, das interessiert mich, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen von euch, wie meine Meinung dazu ist, und von daher gehen wir da mal rein. Gut, Abfahrt. Die Club-WM ist das neue Megaturnier der FIFA. Die Besten der Besten treten an, 32 Clubs aus der ganzen Welt. Es sind frische Duelle, die man sonst nie sieht, was schon sportlich ziemlich attraktiv ist. Jo. Der FC Bayern ist einer der Top-Favoriten. Und jetzt checken wir in der Vorschau, was sie in Gruppe C erwartet. Die Boca Juniors haben schon 3-mal den Weltpokal geholt. Bei ihnen denkt man natürlich an die emotionalen und lauten Fans. Benfica Lissabon ist der Natürlich auch das coolste Spiel für uns, ne? Boca Juniors. Leider samstags 3 Uhr nachts, was sehr schade ist, aber ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem reinballern. portugiesische Rekordmeister. Ein Fluch liegt aber auf dem Verein, deshalb wird es wohl nichts mit dem Titel gewinnen. Und Auckland City ist der einzige Amateurverein bei der WM. Die Spieler haben feste Jobs und müssen Urlaub nehmen, um überhaupt dabei sein zu können. Das ist völlig skurril und zeigt, bei der WM treffen wirklich Welten auf. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ich meine, die kriegen ja schon auch ein Antrittsgeld, wa? Jetzt stellt euch mal vor, die würden da irgendwie ansatzweise ein bisschen Erfolg haben. Aufeinander. Jetzt checken wir Gruppe C. Wie gut sind die Clubs? Wer sind die Starspieler? Und dazu gibt es noch ein paar kuriose Dinge. Kurz gesagt, alles, was ihr wissen müsst. Also, los geht's. Ja, let's go. Bin gespannt. Vorneweg, es wird zur Club-WM viel Content geben. Die deutschen Vereine, der FC Bayern und Borussia Dortmund, spielen ja oft abends. Direkt danach analysieren wir die Leistung hier live auf YouTube. Abonniert deshalb am besten schon mal den Kanal, ja das, was ich auch mache. Auf gar keinen Fall. Alle Infos, wann es hier was losgeht, kriegt ihr dann im Community-Tab. Ja, kurze Info, bei mir wird es natürlich nach den Spielen, wie gewohnt, auch eine kleine Zusammenfassung meinerseits geben, wie ich das Spiel gesehen habe. Genau, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. So, starten wir mit den Boca Juniors. Das ist einer der größten Clubs der Welt. Die erfolgreichen Jahre sind halt vorbei. Der alte Glanz blättert ab. Die Sehnsucht ist riesig, wieder eine Trophäe in den Händen zu halten. Die Meisterschaft 2022 und der Pokalsieg 2020 sind die letzten Erfolge. Die Copa Libertadores holte man. War nicht der Demi da zuletzt Trainer? Also das heißt zuletzt, ist glaube ich mittlerweile entlassen worden, oder? Aber war der Demichelis nicht Trainer bei den Boca Juniors? Zuletzt sogar 2007. Immerhin stand man da im vorletzten Jahr mal im Finale. Boca steckt in einer Krise. Die Stimmung ist wirklich nicht gut. Der Trainer wird höchstwahrscheinlich bald Miguel Ángel Russo sein. Fix ist es, stand jetzt noch nicht. Er ist 69 Jahre alt und wird so der älteste Coach der Clubgeschichte. So kurz vor der Club-WM jemanden zu installieren, ist natürlich nicht optimal. Es gibt keine echte Vorbereitung, keine Zeit, neue Ideen einzustudieren. So dann erfolgreich zu sein, boah, das wird schwierig. Sein Vorgänger Fernando Gago wurde Ende April rausgeworfen. Das grundsätzliche Problem ist, seit einer Ewigkeit packt es kein Trainer mehr, ein volles Jahr im Amt zu bleiben. Es ist keine Zeit, etwas aufzubauen oder zu entwickeln, weil es so extrem viel Druck gibt. Die aktuelle Situation sportlich zu bewerten ist gar nicht so leicht. Die Aufstellung könnte so aussehen, ein 4-3-1-2, so spielte man zuletzt meistens. Es wird im Kader viel auf Erfahrung gesetzt. Die Elf ist im Schnitt 29,7 Jahre alt. Naja, wir sind ja auch nicht viel jünger. sind Routiniers, die schon alles erlebt haben. Die Stars, die jeder kennen sollte, sind halt Cavani, schon weit über ihren Zenit. Edinson Cavani ist El Matador. Er hat auf seiner Karriere-Checkliste das Ziel gehabt, irgendwann mal das Boca-Trikot anzuhaben. Aber, und das ist die große Frage, ist er fit? Erst ist er wegen einer Wirbelverletzung und dann wegen einem Wadenmuskelriss ausgefallen. Ander Herrera ist im Winter von Athletic Bilbao zu Boca gewechselt. Er ist ein Hochkaräter aus Europa, aber auch er ist angeschlagen. Der Oberschenkel macht Probleme. Wenn beide fit sind, werden sie spielen, aber das ist gerade noch in der Schwebe.
Es sind aber nicht nur Allstars dabei und das ist wichtig zu sagen. Der Player to watch ist Milton Delgado. Er ist 19 Jahre alt und spielt im defensiven Mittelfeld. Im Spielaufbau ist er durchaus gut, hält das gegnerische Pressing gut aus, bleibt cool und trifft dann auch oft die richtige Entscheidung. Jetzt bei der WM ist natürlich die Qualität deutlich höher, deshalb wird es sehr spannend. Kriegt er das hin oder versagen dann die Nerven? Auf ihn sollten wir auf jeden Fall ein Auge haben. Er wird als nächster Europa-Export gehandelt. Können wir auch mal ein Auge drauf haben. Wir könnten ja einen pressingresistenten Mittelfeldspieler durchaus gebrauchen. Wa? Grundsätzlich steht Boca für einen ganz klaren Stil. Straßenfußball. Die Basis ist Kampf und Leidenschaft. Es ist hochintensiv und auch ein bisschen schmutzig. Es wird wehtun, gegen sie zu spielen. Die Boca Juniors sind ja noch ein klassischer Verein, aber es herrscht gerade ein ideologischer Machtkampf. Tradition gegen Kommerz. Wohin soll sich der Fußball entwickeln? Im Umfeld gibt es völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie die Zukunft. Wie es überall ist. Oder wie es überall die letzten Jahre war und wie es überall auch in Zukunft sein wird. Ich sehe gerade, warum hat er denn was ist denn für eine Werbung auf dem Trikot, wenn er die überklebt hat? Sehr wild, weiß ich jetzt nicht, aber hätte man auch ein anderes Trikot anziehen können, wa? Aussehen soll. Der Präsident gestaltet das und da hat es Ende 2023 zwei Wege gegeben. Juan Román Riquelme ist ein Mann des Volkes, eine Clublegende und steht für die alten Werte. Er will, dass bei Boca weiter die Mitglieder... Na gut, ist ein Wettanbieter, wa? Betson hört sich so wettanbietermäßig an. Das finde ich okay, wenn man das überklebt, den Müll. Das Sagen haben, dass der Verein von ihnen geführt wird und dass sie so viel Macht wie möglich haben. Sein Kontrahent ist Mauricio Macri, der ehemalige Präsident und sogar ex-argentinische Staatspräsident. Er sieht das komplett anders, will zurück auf den Chefsessel und meint, Investoren sollen an die Macht und den Club wieder aufbauen. Sie stecken dann viel Geld rein und es wird eine goldene Zukunft. So, bei der Präsidentschaftswahl im November 2023 hat es einen brutal klaren Sieg gegeben. Über 30.000 Menschen stimmten für Riquelme und diese alten Werte. Um es noch deutlicher zu sagen, noch nie zuvor gab es einen so deutlichen und klaren Sieg. Riquelme ist also an der Spitze. Das Problem ist, der sportliche Erfolg fehlt. Der Tiefpunkt ist, dass man sich jetzt nicht für die Copa Libertadores qualifiziert hat und so zum ersten Mal seit 7 Jahren nicht international spielt. Deshalb wächst logischerweise auch der Druck auf ihn. Macri kritisiert öffentlich, dass das alles für den Verein unwürdig ist. Dieser Machtkampf brodelt also noch immer und gerade deshalb braucht Boca jetzt eine gute Club-WM, damit es ein bisschen ruhiger wird. Ihr merkt, bei Boca haben die Fans ziemlich viel Macht, sie sind sehr speziell. Die Barra Bravas sind emotional, laut, leidenschaftlich. Die Choreos, das Feuerwerk, das ist echt atemberaubend, es geht richtig ab. Cavani hat auch sehr klar betont, wie wichtig das bei der Club-WM sein wird. Zitat: Sie werden die Energie auf uns übertragen, wenn wir das Spielfeld betreten. Das ist enorm wichtig. Die Stimmung ist fantastisch. Ja, das kann antreiben, aber ob sie überhaupt dabei sind, ist komplett offen. Die Regierung hat insgesamt 15.000 argentinische Fans bei den US-Behörden gemeldet, um keine gewaltbereiten Personen im Stadion. Ja, ich meine, in den USA aktuell einzureisen ist ja eh nicht so einfach. Also, Bild. Zu haben. Sie dürfen wohl nicht mal ins Land einreisen. Das betrifft aber nicht nur die Barras von Boca, sondern natürlich auch vom großen Rivalen. Ziehen wir ein Fazit. Die Boca Juniors haben eine riesengroße Strahlkraft. Das blaue Trikot mit diesem gelben Streifen ist legendär. Ich habe total Bock auf sie. Der Club hat halt einen großen Vorteil und das ist die Fitness. In Argentinien startet die Saison im Januar, sprich die Spieler sind gerade in einem Flow, weil sie einen guten Rhythmus haben. Die Konkurrenz, insbesondere aus Europa, hat eine lange Saison in den Beinen. Sie haben keine Kraft mehr und das könnten sie dann ausnutzen. Mein Tipp ist Platz 2. In der K.O.-Phase wird es halt dann relativ schnell vorbei sein, denn dafür fehlt dann die individuelle Qualität. Sie werden kämpfen, sie werden ihr... Naja. Ich bin da jetzt nicht so drinne sportlich. Ich weiß nicht, K.O.-Phase zu vorherzusagen, ist immer schwierig. Ja? Gerade wenn da echt Fans da sind, weiß ich nicht. Bin gespannt. Herz auf dem Rasen lassen und am Ende wird es dann eine hoffentlich erfolgreiche Club-WM sein. Ja, im modernen Fußball steckt viel Geld. Das Ding ist, die meisten Clubs leben auf Pump. Sie geben sofort das aus, was sie verdienen. Bitte macht das privat nicht auch so. Die Finanzen sollten wir alle im Blick haben. Vor allem sollten wir unser Geld nicht von der Inflation auffressen lassen, sondern langfristig anlegen. Trade Republic kann dabei helfen, da mal 2,5% Zins oder auch finanziellen Grundstück 3.000 € erleichtern. Tolle Sache. Checkt mit der Familie einen finanziellen Vorsprung fürs Clubs aus Europa. Rein, mit der Familie einen finanziellen Vorsprung fürs Leben schenken.
Jetzt bei der Weltmeisterschaft werden die meisten Clubs aus Europa kommen. Benfica Lissabon feiert das Debüt, sie sind zum ersten Mal mit dabei und ja, auf den ersten Blick ergibt es schon Sinn. 38 Mal Meister, 26 Mal Pokalsieger, beides jeweils ein Rekord in Portugal. Den Status als Nummer 1 hat man halt mittlerweile verloren, weil man in den letzten 5 Jahren nur eine wichtige Trophäe gewann. Also, warum sind sie dabei? Naja, die UEFA hat, wie jeder andere Verband, eine Rangliste mit den Clubs, die am besten performen. In dem Fall geht es um den Europapokal. Pro Land dürfen nur 2 Vereine dabei sein, so fliegen dann der FC Liverpool, RB Leipzig und der FC Barcelona raus. Benfica rutscht dafür rein. Das ist, finde ich, schon okay. Es soll ja ein bunter Mix aus verschiedenen Vereinen sein, die aus... Ich finde das auch völlig okay. Wollen wir jetzt nicht wieder anfangen, dass das eine Champions League ist mit ein paar argentinischen, brasilianischen Mannschaften oder was weiß ich was. Ja? Das ist schon völlig fein, dass aus jedem Land nur 2 dabei sind. Aus ganz vielen Ländern kommen und da muss dann Portugal schon eine Rolle spielen. Der Trainer ist Bruno Lage. Er trägt den Club wirklich im Herzen. Es ist schon seine 2. Amtszeit bei den Profis. Davor war er schon in der Akademie und formte dort die Talente. Er ist, würde ich sagen, ein Pragmatiker, der versucht, das Beste aus den Spielern rauszuholen. Also quasi ein Pal Dardai. Und das passt, denn Benfica ist ja eine Schmiede. Gefühlt jedes Jahr wird ein neuer Rohdiamant entdeckt und dann teuer weiterverkauft. Insgesamt 1,47 Milliarden Euro hat man in den letzten Jahren durch Transfereinnahmen kassiert. Das ist europaweit der zweithöchste Wert. Dadurch ist aber natürlich auch eine hohe Fluktuation im Kader, was ihnen nicht so besonders gut tut. Die Aufstellung ist ein 4-3-3, die Eigengewächse sind markiert. Der Verein tut gerade alles, um sie zu halten. Florentino im defensiven Mittelfeld hat mit über 100 Einsätzen die meiste Erfahrung. Antonio Silva hatte beim Trainerwechsel erst Anpassungsschwierigkeiten und saß auf der Bank. Jetzt ist er aber wieder gesetzt. So ist Thomas Araujo auf die Rechtsverteidigerposition geschoben worden. Also die Defensive ist wirklich top besetzt. Trotzdem ist der Kader geschwächt. Kurz vor der Weltmeisterschaft bricht nämlich höchstwahrscheinlich eine Stütze weg. Álvaro Carreras, der Linksverteidiger, der ist 22 Jahre alt, ein Dauerbrenner. Insgesamt 4.385 Minuten spielte er in dieser Saison. Die zweitmeisten von allen Spielern im Kader. Er fehlte nur mal wegen einer Gelbsperre, ansonsten setzte man wirklich nonstop auf ihn. Der Junge kommt aus der Akademie von Real Madrid, hat dort aber nie bei den Profis gespielt. Jetzt wollen die Königlichen ihren verlorenen Sohn zurückholen. Am liebsten sofort. Das wird der nächste große Deal für Benfica. Sie holten ihn ja erst vor einem Jahr für 6 Millionen Euro. Ja, es ist wieder das alte Problem. Das sportlich sofort aufzufangen wird sauschwer. Benfica kann ja grundsätzlich mit den Top-Clubs auf Augenhöhe sein und in der Champions League sind sie ja immer wieder sehr unbequem. Im Duell mit dem FC Bayern, ein knappes 0:1, haben sie ihr System auf eine Fünferkette umgestellt, sind defensiv ziemlich gut organisiert gewesen und haben wenig zugelassen, weil sie tief und kompakt gestanden sind. Wenn die Bayern... Wird jetzt bei uns nicht anders sein. Die werden sich auch wieder hinten reinstellen, die kennen uns. Ja? Also ich bin mal gespannt gegen die Boca Juniors. Ich weiß nicht, ob die sich auf uns einstellen oder die in Stiefel versuchen durchzudrücken. Mal gefährlich geworden sind, wenn sie mal eine Chance hatten. Ne? Entweder dank einer Einzelleistung oder dank einer Standardsituation. Wahrscheinlich erwartet uns das dann auch bei der Weltmeisterschaft. Wobei, und das ist auch wichtig zu sagen, Benfica auch anders kann. Das Duell mit dem FC Barcelona, das 4:5, ist ja völlig verrückt gewesen. Sie haben jeden kleinen Patzer bzw. jede Unsicherheit ausgenutzt und spielerisch war das dann auch total in Ordnung. Das Ziel, eine Seite über. Bin gespannt. Also es ist ja, ich meine gut, man hat Ablöse gezahlt für Jonathan Tah, der sollte dabei sein bei der Club-WM. Ich bin gespannt, inwieweit das sofort greift. Ich denke mal, der wird auch ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Ansonsten haben wir ja auch immer mal die Klopper drin gehabt diese Saison. Ja? Überladen, dann schnell auf die andere verlagern und so wurde es dann direkt mehrfach gefährlich. Wenn sie angreifen, dann schnell und direkt. Ja, es gab dazu noch Siege gegen Juventus Turin, das waren 2:0 und gegen Atletico Madrid, das war sogar ein Naja, Juve ist jetzt auch kein Maßstab aktuell. Ne? 4:0. Am Ende flog man dann im Achtelfinale gegen Barca raus. Also, sie haben mehrere Gesichter und deshalb finde ich es total schwer, sie einzuordnen. Der Player to watch ist Orkun Kökçü. Er ist, obwohl er noch vergleichsweise jung ist, einer der Leader. Bei seinem Ex-Club Feyenoord trug er mit 22 Jahren sogar schon die Kapitänsbinde. Wenn man sich sein Spielerprofil ansieht, fällt auf, er ist so ein Mixer aus Achter und Zehner, treibt den Ball gerne nach vorne und strahlt dann auch selbst Gefahr aus. Seine Weitschüsse sind brutal stark. An der Kante zum Strafraum zieht er gerne ab. Weniger hart, dafür sehr platziert. Im Pokalfinale traf er so gegen Sporting. Trotzdem verlor man dieses Derby dramatisch noch in der Verlängerung.
Ángel Di María ist der größte Star. Ja, alle. er ist schon im Herbst seiner Karriere und trotzdem noch der Fixpunkt in der Offensive. 15 Tore, 10 Vorlagen allein in dieser Saison, das ist stark. Sein Vertrag läuft aus. Das Gute ist... Naja. Hä? Ich meine, können wir mal den Liboy jetzt, können wir auch drüber nachdenken, an Maria zu verpflichten, oder? Anstatt einen Liboy Sané. Ich glaube, Liboy hat keine 15 Tore und 10 Vorlagen diese Saison geschafft. Aber lassen wir das Thema Liboy Sané mal aus diesem Video besser raus. Die WM will er noch spielen, aber danach verlässt er den Verein, das ist schon fix. Wir sollten diese Offensive auf gar keinen Fall unterschätzen, die können zu jeder Zeit sehr, sehr schnell gefährlich werden. So, kann Benfica die Club-WM gewinnen? Da muss man leider sehr deutlich sagen, nee, können sie nicht, was allein an dem Fluch liegt. Der letzte große Erfolg ist lange her. Aha, jetzt haben die den Harry Kane-Fluch, oder was? 1962 holte man den Europapokal der Landesmeister. Der ungarische Trainer Béla Gutmann führte sie damals zum Titel. Es gab aber einen Streit wegen den Prämien und deshalb verfluchte er den Verein. Er sagte, 100 Jahre lang wird man in Europa keinen Titel holen. Ja, bis heute stimmt das. Benfica stand 8-mal in einem Finale und verlor jedes einzelne Mal. In den 90ern ging man sogar an sein Grab und bat ihn, den Fluch zurückzunehmen. 2014 baute man ihm eine Bronzestatue vors Stadion. Auch das brachte nichts. Kein anderer Club hat eine so brutale Negativserie. Okay, jetzt könnte man sagen, die Club-WM ist global, nicht europäisch. Da gilt der Fluch nicht. Also mal schauen. Ziehen wir ein Fazit. Benfica Lissabon ist eine Wundertüte, alles ist drin, okay, außer der Titel. Sie sind zum ersten Mal bei der WM dabei, allein deshalb ist es für sie schon sehr speziell. Zum Auftakt treffen sie direkt auf die Boca Juniors. Aber auch die werden heiß sein, ne? Das sind so Clubs, die sind heiß auf sowas. Bin gespannt, wie heiß wir sein werden, wenn man... Ich meine, ich habe es ja nicht gesehen, die Nationalmannschaftsspiele, aber was ich so gelesen habe, waren da ja jetzt unsere Spieler nicht ganz so heiß, wa? Da geht es dann direkt um alles oder nichts, denn ich denke, wer da den Sieg holt, kommt auch weiter. Mein Tipp ist Platz 3, wobei es echt so eine 50-50-Sache ist. Es wird hoffentlich mit ihnen spektakulär. Fußball mit hohem Tempo und vielleicht überraschen sie ja. Bei der WM sollen wirklich Vereine aus der ganzen Welt dabei sein. Und so gibt es dann was total Skurriles. Der Auckland City FC ist in Neuseeland zwar die klare Nummer 1, aber nur ein Amateurverein. Das liegt unter anderem daran, dass andere Sportarten... Wie krass, oder? Wie krass einfach. Wie krass. Ja, Fußball ist ja jetzt nicht die Sportart Nummer 1, aber wie krass es ist. Du hast eine Club-WM mit den größten Vereinen der Welt, Alter, und dann hast du einen Amateurclub dabei. Das ist schon wild. Deutlich beliebter sind. Cricket, Rugby und dann kommt irgendwann Fußball. Die Erfolge sind trotzdem sehr stark. In der OFC Champions League haben sie 13 Mal den Titel geholt. Da spielt man gegen Vereine von den Fidschi-Inseln, aus Tahiti oder Papua-Neuguinea. Ich weiß, es klingt nicht so besonders glamourös, aber für Auckland City ist es natürlich ein riesengroßer Erfolg. So sind sie nämlich fast immer bei der Club-WM dabei. Um genau zu sein, sie sind sogar der Rekordteilnehmer oder sie wird sich's falsch anfühlen. Der Trainer ist Paul Poser. Er ist eine Club-Ikone und seit Anfang des Jahres wieder im Amt. Er war schon von 2008 bis 2010 da. Damals landeten sie bei der WM auf Platz 5. Er weiß, wie man die Belastung steuert und kennt so grob den Ablauf. Das kann schon helfen. Der Spielstil in der Liga ist auf Dominanz ausgerichtet. Viel Ballbesitz, den Rhythmus des Spiels bestimmen, da kann man sich oft nur selbst schlagen. Bei der WM wiederum ist es eine ganz andere Situation. Da ist man der krasse Außenseiter und Prio wird haben, sicher zu verteidigen. Mal schauen, wie leicht ihnen diese Umstellung fällt. Die Aufstellung ist ein 4-1-4-1. Um flexibel zu sein und kurze Abstände zu haben, so kann man situativ theoretisch auch eine Fünferkette bilden. Es gibt ja da auch einige spannende Spieler. Connor Tracy ist aus der eigenen Jugend, sprich mit am längsten im Verein. Adam Mitchell ist der Abwehrchef und hat kroatische Wurzeln, was passt, denn auch der Verein ist kroatisch geprägt. Er ging sogar mal nach Europa, um dort zu kicken, unter anderem zu den Bolton Wanderers. Er ist also einer der erfahrensten. Dylan Manneke, der Flügelstürmer, ist Kapitän der Futsal-Nationalmannschaft. 73 Länderspiele hat er für die Whites gemacht und er hat ein gutes Gefühl am Fuß, kann den Ball eng halten, dribbeln, das kann dann der X-Faktor sein. Gerson Lagos ist Kolumbianer. Als 9-Jähriger ist er mit seiner Mutter und 3 Geschwistern ausgewandert. Er meinte mal, das war eine harte Zeit, aber der Fußball brachte ihn auf andere Gedanken. Jetzt erfüllt er sich seinen Traum, auf dem höchsten Niveau zu spielen und das ist toll. Grundsätzlich kriegen alle Spieler umgerechnet 75 € pro Woche. Davon kann natürlich keiner leben. Alle haben noch einen Hauptjob und um semi-professionell Fußball spielen zu können, müssen sie immer wieder Urlaub nehmen. Das Problem daran ist, der ist ziemlich
ziemlich schnell aufgebraucht. Um bei der Club-WM dabei sein zu können, mussten sie in den sauren Apfel beißen. Einige Leistungsträger haben beim Champions-League-Finalturnier nicht gespielt, weil sie dafür auf die Salomoninseln fliegen hätten müssen. Die Zeit hatten sie nicht. So gab es eine völlig skurrile Sache. Der Auckland City FC hat 2 Spiele an einem Tag bestritten. Erst in der National League gegen Western Springs, eine 0:1 Niederlage. Dann in der Champions League das Finale gegen Hikari United, ein 2:0 Sieg. Um noch deutlicher zu werden, es lagen circa 3400 Kilometer zwischen diesen Spielen. Man nutzte dafür 2 komplette Kader. So, und wieso akzeptiert der Verein so eine Ansetzung? Ganz einfach. Der Kalender ist randvoll. Ja, Auckland City ist nur ein Amateurverein, trotzdem bestreiten sie circa 50 Spiele pro Saison. Und das nicht nur bei sich ums Eck, sondern sie müssen ja immer wieder... Ja. Es ist so eine schöne Vorlage eigentlich, um nochmal auf das Thema Gehälter bei uns einzugehen, aber ich schenke es mir mal. Aber da sollte sich vielleicht der ein oder andere mal eine Scheibe von abschneiden. Von Insel zu Insel Der da jetzt gerade um Millionen schachert. fliegen. Das in Kombination mit ihren Jobs ist eine extrem hohe Belastung. Davor muss man riesengroßen Respekt haben. Ja, Sie wollen true. vor der WM etwas Ruhe haben und deshalb spielen sie seit vielen Wochen ständig mittwochs und samstags. Auch hier wieder eine Kuriosität. Im Stadion gibt es kein Flutlicht, weil es für die Anwohner zu hell ist. Wie geil ist das denn, Alter? Guck dir das Stadion an, ey. Wilde Nummer, ey. Sollte es also ein Abendspiel geben, müssen sie auf dem Trainingsplatz daneben spielen. Ja, das ist wirklich Amateurfußball. Die Club-WM soll ja weltweit dem Fußball helfen, das Geld soll alles professioneller machen. Für den Auckland City FC sollte es doch nach der Logik ein Geldregen sein. Achtung, Spoiler, nee, ist es nicht. Das Startgeld liegt bei ca. 3,58 Millionen $. Das klingt nach viel, ist es aber nicht. Hier ist mal die Liste mit der Verteilung. Der Rest bekommt mindestens mehr als das Doppelte. Ja, aber die bekommen doch trotzdem 3,5 Millionen $. Wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen, dass Spieler da 75 € kriegen. Dazu kommt, und das macht den Fall speziell, der neuseeländische Verband will den Großteil der Einnahmen selbst haben. Stichwort Solidarität. Wie viel genau, da streitet man sich drum. Das Geld soll dann unter allen Vereinen aufgeteilt werden, damit die Liga relativ ausgeglichen bleibt. Das klingt eigentlich total in Ordnung. Trotzdem hat es so einen faden Beigeschmack, denn früher, Auckland ist ja, wie gesagt, oft bei der WM dabei, teilte man das anders, so ungefähr 50-50. Da streitet man sich gerade. Ob die FIFA hilft, ist dazu komplett offen. Da gibt es ja noch zusätzliche Auflagen, die erfüllt werden müssen. 3 Trikotsätze, was man normalerweise gar nicht braucht. Ein Security- und Medienteam. Generell mussten sie 4 neue Leute fest einstellen. Es sind viel höhere Kosten, um überhaupt dabei sein zu dürfen. Krass, ne? Die Club-WM zu stemmen ist deutlich schwieriger als früher. Die Hoffnung ist, am Ende dann bei +/-0 rauszukommen. Reich wird man dadurch nicht. Dieser ganze Zoff ist überall im Verein zu spüren, wurde mir gesagt. Das kriegt jeder mit. Ja, aber es ist doch keine Ahnung, ist doch ein Riesenerlebnis, ja? Für diese Menschen, sage ich jetzt mal, Spieler, oder für diese Amateurspieler jetzt auf so einem Niveau dann zu spielen, ey, gegen FC Bayern, gegen Boca Juniors und gegen Benfica antreten zu dürfen, Alter. Du lebst doch den Traum, Alter. Es wird halt versucht, das irgendwie auszublenden bzw. positiv zu sehen. Ryan de Vries ist einer der erfahrenen Spieler und meint, Zitat, wir freuen uns drauf, wie Profis trainieren zu können, uns ganz auf die Spiele konzentrieren und unser Bestes geben zu können. Ja, sie müssen vor dem Training nicht schon 8 Stunden arbeiten. Das ist der große Unterschied zum, ich nenne es mal, Alltag. Und übrigens, damit sie so professionell wie möglich trainieren können, gibt es noch Hilfe von 2 Deutschen. Der Torwarttrainer ist Jonas Hoffmann, er war unter anderem früher beim Greifswalder FC und in der Jugend von Hansa Rostock im Staff. Und, er lebt seit einiger Zeit in Neuseeland, Malte Thesenwitz kommt dazu extra für die Weltmeisterschaft noch als Analyst dazu. Sprich, sie geben alles, sie wollen die bestmögliche Leistung abliefern, aber sie haben natürlich deutlich kleinere Mittel als alle anderen Teilnehmer. Als Fazit kann man deshalb sagen, Aber geil, oder? Ist doch schön, so einen super krassen Außenseiter ist doch auch immer interessant. Ich meine, wir kennen alle den DFB-Pokal, oder? Jetzt mal auf uns gesehen, haben wir die letzten Jahre uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also wer weiß, wer weiß.
Auckland City ist der große Underdog. Teamgeist und Leidenschaft wird das A und O sein, um konkurrenzfähig zu sein. Der größte Erfolg bei der Club-WM war bis dato der 3. Platz im Jahr 2014. Auch das traute ihnen damals niemand zu. Da gab es ganz knapp im Halbfinale den K.O. gegen San Lorenzo, 1:2 nach Verlängerung. Sonst hätte es das große Duell im Finale mit Real Madrid gegeben. Völlig verrückt. Ja, so weit wie damals kommen sie jetzt wahrscheinlich nicht. Mein Tipp ist Platz 4. Vielleicht können sie ja einem der Favoriten ein Bein stellen, vielleicht können sie die ärgern, indem man dann bissig ist und hinten sicher steht. Aber viel mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein. Das Abenteuer wird dann nach der Vorrunde vorbei sein, aber hey, dabei sein ist doch alles. Jetzt fehlt noch der FC Bayern. Bei der Club-WM haben sie alle Trophäen schon in den Händen gehalten. Den alten Weltpokal 1976 und 2001, dazu holte man ja die Club-WM 2013 und 2021. Jetzt gibt es wieder eine neue Trophäe, die ja sogar mehr wert ist, weil man sie nur alle 4 Jahre holen kann. Ob das Ding aber schön ist, ja gut, darüber lässt sich streiten. Auf jeden Fall gehört man zum erweiterten Favoritenkreis. Mit Vincent Kompany ist endlich der passende Trainer da, der die spielerische DNA versteht und dann auch umsetzt. Zum einen ist es wieder attraktiver Offensivfußball, kreativer, freier, dynamischer, es macht mehr Spaß. Zum anderen gibt es... Ja, Hinrunde würde ich das so unterschreiben. Rückrunde war auch schon offensiv teilweise sehr, sehr statisch. Ja, es waren immer die gleichen Abläufe drin. Dass da jetzt die super Kreativität da war, habe ich nicht gesehen. Lag natürlich an der Musiala-Verletzung, da wollen wir nicht drüber reden. Wenn es mal kreativ wurde, dann war es ein Michael Olise, der für eine Überraschung gesorgt hat ansonsten. Aber natürlich im Gegensatz zu davor die Jahre, ja, kann man das schon so sagen, aber so ein bisschen die Kreativität und die Überraschungsmomente ist in der Rückrunde schon ein bisschen verloren gegangen. Dadurch auch mehr Konstanz. Es sind stabilere Leistungen auf einem guten Niveau. Diese krassen Einbrüche, wo man sich dann denkt, wow, was war da denn gerade los, gibt's nicht mehr. Er versteht halt, was in den Köpfen der Jungs los ist. Zitat: Ich weiß, was sie motiviert, was sie antreibt und welche Sorgen sie haben. Ich weiß auch, wie wichtig es ist, diese Dynamik zu bewahren. Ja, und exakt das hilft. Es ist einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe. Die Trainersuche ist ja eine Farce gewesen. Eigentlich war er nur die C-Lösung, aber da zeigt sich mal wieder, am Ende sollte man nicht auf den Namen oder die alten Erfolge schauen, sondern auf den Inhalt. Und da passt er richtig gut zu den Bayern, besser als viele andere Kandidaten, die da gehandelt wurden. Die Aufstellung ist ein 4-2-3-1. Manuel Neuer wird natürlich im Tor stehen. Ja, und wir sehen schon die links außen, ey. Ja, komm, ich nehme mal meine Cam raus. Ja. Er wird sich das nicht nehmen lassen, die WM zu spielen, auch wenn Urbich extra dem DFB für die U21 EM abgesagt hat, was mittelfristig smart ist, um zu zeigen, das hier hat Prio, will unbedingt irgendwann die Nummer 1 sein und so dann auch der Nachfolger von Neuer. Grundsätzlich macht Mut, dass sich die Verletzungssituation... Video ist schon ein bisschen älter, Leute. Wundert euch nicht, dass da kein Jonathan Tah drin steht. Es wird natürlich auf Tah und Upamecano hinauslaufen, wenn Upa fit sein sollte. Ja. Etwas verbessert. Ja, es ist noch immer nicht optimal, aber es geht zumindest bergauf. In der Defensive ist da Jo Upamecano. Ob wir links einen Guerrero sehen werden, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Adam aussieht, ob der im Kader ist. Könnte ich mir auch schon vorstellen, dass man auf dem Adam Aznu da mal setzt, um zu sehen, wie weit ist der Junge. Mein Guerrero ist ja jetzt auch nicht so super überzeugend gewesen auf der Linksverteidigerposition. Ja. Mal sehen, mal abwarten. Wieder fit, der fehlte ja wegen einem Knorpelschaden. Min Jae Kim hat monatelang unter Schmerzen gespielt, die Achillessehne war entzündet. Er kann jetzt mal ein paar Wochen durchschnaufen. In der Offensive ist Alex Pavlovic gesund, der lag ja flach. Und ganz wichtig, Jamal Musiala ist gerade nach einem Muskelbündelriss wieder in der Reha. Auch er wird rechtzeitig zur WM fit, so wie es aktuell aussieht. Es fehlte ihnen zuletzt wirklich die Energie, das merkte man ja in der Champions League. Da hatten sie sehr viel Pech. Gegen Inter Mailand fehlte fast die halbe Startelf. Die fehlende Qualität konnte man dann mit diesem dünnen Kader nicht so richtig auffangen. Dass sie das Finale daheim verpasst. Ja, also nochmal diesen Take, haben wir ja schon mal drauf reagiert, diesen Take mit dünnen Kader gehe ich persönlich nicht mit, Alter. Ja, wir konnten natürlich nicht einen Jamal Musiala auffangen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und Upa hat uns auch wehgetan, dass er ausgefallen ist. Aber man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also du hast einen Thomas Müller gehabt, der 20 Millionen im Jahr verdient. Dass ein Thomas Müller halt einfach über sein Zenit ist nun mal so. Ja, da bist du selber schuld. Hättest halt schon vorher mal reagieren müssen, dass da mal ein anderer Ersatz da ist.
Dasselbe in der Innenverteidigung, ja. Da hast du natürlich super viel Pech gehabt. Dass dann noch ein Davis ausgefallen ist als Linksverteidiger, der gerade eine gute Form hatte, muss man ja ehrlicherweise sagen. Dass du das dann nicht ersetzen kannst, 1:1, ist doch auch klar. Haben, liegt, finde ich, vor allem daran. Klar, die Club-WM ist sehr speziell, die Vorfreude ist groß, der Zeitpunkt ist aber ziemlich ungünstig. Der FC Bayern muss, wie viele andere Vereine in Europa auch, den Kader umbauen, was man nur so nebenbei tun kann. Wird ja nicht passieren dieses Jahr. Also wir werden keinen Umbruch sehen. Sorry. Ja, meine Prognose ist, wir werden keinen Umbruch sehen. Du kannst von Glück reden, wenn Niebuhr den Verein verlässt und du einen neuen Flügelstürmer holst. Das wird dann aber auch im Großen und Ganzen gewesen sein, was irgendwie an Transfers passieren wird. Ja, sollte Kim wechseln, wirst du vielleicht nochmal einen Innenverteidiger verpflichten. Viel mehr wird nicht passieren bei uns. Es ist sehr viel in der Schwebe. Säule 1, die Zugänge. Es wird ein Kaltstart für sie sein. Der Spielstil ist neu, die Prinzipien muss man verstehen, dafür ist fast keine Zeit im Training und sie zu integrieren wird schwierig. Tom Bischof. Wir haben doch aber keine. Ja, wir haben Tom Bischof. Ja, er wird jetzt keine tragende Säule bei der Club-WM spielen, also sorry. Was Jonathan Tah, ja, das war's. Kommt ablösefrei von der TSG Hoffenheim, Jonathan Tah höchstwahrscheinlich von Bayer Leverkusen. Sie werden dann direkt ins kalte Wasser geworfen. Wie schnell sie sich eingewöhnen, ja, werden wir sehen, das ist völlig offen. Säule 2, die Leihspieler. Bei der Weltmeisterschaft können Talente eine Chance kriegen. Es sind insgesamt 9 Rückkehrer. Jeder Fall muss vorab individuell gecheckt werden. Wie ist die Perspektive? Wer kann helfen? Adam Asnu wäre eine Option als Linksverteidiger, weil man da schon sehr dünn besetzt ist. Ob er sich aber so schnell und reibungslos integriert, das weiß man nicht. Durch die hohe Belastung könnten auf jeden Fall noch andere ein bisschen Spielzeit bekommen. Und Säule 3, die auslaufenden Verträge. Während der Weltmeisterschaft könnte sich da noch einiges tun. Leroy Sané hat ja einen Deal abgelehnt, obwohl... Was ein legendäres Bild von Leroy, Alter. Ja, genauso sehe ich einen Leroy auch bei uns. So wie er da auf diesem Bild glotzt, Alter. Wo schon alles so gut wie in trockenen Tüchern war. Das heißt, in der Vorrunde steht er noch zur Verfügung, da kann er spielen, aber in der K.O.-Phase ist er weg. Das reißt dann ein riesengroßes Loch in den Kader. Oder er unterschreibt doch noch einen Vertrag, so könnte er dann die ganze Weltmeisterschaft spielen. Das ist eine vage Situation. Naja, ob der so ein riesengroßes Loch in den Kader reißt, wage ich persönlich mal zu bezweifeln. Ja? Wir haben gerade schon gehört, Jugendspieler. Ja, wir haben auf den Flügeln genug Jugendspieler. Let's go. Situation, die es schwer macht, wirklich zu planen. Bei Eric Dier ist es ähnlich. Er wechselt zur AS Monaco. Da ist auch offen, ob er überhaupt noch für die Weltmeisterschaft nominiert wird. Also, der Zeitpunkt der WM ist nicht optimal, aber es geht halt nicht anders, weil das der einzige freie Platz im randvollen Fußballkalender ist. Schauen wir uns noch kurz die Geschichte an. Die Bayern haben bei der Club-WM schon große Momente gehabt. Beim Weltpokalsieg 1976 hat es im Finale das Duell mit Cruzeiro Belo Horizonte gegeben. 2:0 im Hinspiel, 0:0 im Rückspiel. Übrigens, früher spielte jeweils der Champion aus Europa gegen den aus Südamerika. Alle anderen Kontinente waren egal. Die Bayern holten ja schon im Jahr davor den Europapokal, da fand diese WM aber nicht statt. Die Südamerikaner, insbesondere die Argentinier, hatten einen aggressiven Stil, angeblich wollte man deshalb nicht gegen sie spielen und verzichtete. Im Finale 2001 gegen die Boca Juniors war es genau das, hart, umkämpft. Am Ende schimpfte man, dass sie alles nur zerstören wollten, statt zu spielen. 1:0 nach Verlängerung ging es aus, das kostete ziemlich viel Kraft. Der Stellenwert der Weltmeisterschaft ist dann immer wichtiger geworden. Ab 2005 durften auch die anderen Kontinente antreten. Beim Triple 2013 war Gastgeber Raja Casablanca völlig überraschend im Finale. Marokko, das ganze Land stand hinter ihnen. Ein lautes Stadion, ein hitziges Spiel, 2:0 der Endstand. Beim Sextuple 2021 gegen Tigris war es dann ziemlich einseitig. Einmal ein Abseitstor, zweimal Aluminium, einmal wurde der Ball auf der Linie geklärt. Am Ende reichte ein 1:0, wobei es deutlicher war. Worauf ich hinaus will ist, bei jeder Weltmeisterschaft haben die Bayern die Trophäe geholt. Das schaffte nicht jeder, zum Beispiel Real Madrid nicht. Und vielleicht geht ja diese Serie weiter. Ziehen wir ein Fazit. Für den FC Bayern ist die Club-WM das Ende einer Ära. Thomas Müller verlässt danach den Verein. Sein einziger Wunsch ist, diesen Titel noch zu holen. So abzutreten, das wäre eine tolle Story. Ja, dafür müsste er aber erstmal spielen, ne? Die Bayern nehmen es ernst, sie haben Lust, sie gehen motiviert rein und das ist für sie nicht nur irgendein Quatschturnier. Müller wird jeden
Naja, das wird für keine europäische Mannschaft oder für keine teilnehmende Mannschaft irgendein Quatschturnier sein, wenn du als Sieger über 100 Millionen kassieren kannst. Ne? So, 100 Millionen kann jeder Club gebrauchen. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Wa? Also wer das eben jetzt Quatschturnier ansieht, der ist dann auch irgendwie auf dem falschen Dampfer, Alter. Antreiben, da können wir uns ziemlich sicher sein. Mein Tipp ist Platz 1 in der Gruppe. Okay, das ist kein Hot Take. In der K.O.-Phase wird es dann wahrscheinlich ab dem Viertelfinale nur noch europäische Clubs geben. Ab da kommt es dann darauf an, wer noch mehr Energie hat. Ich schätze, das Halbfinale ist realistisch. Das sollte drin sein. Für mich gehören die Bayern, wie gesagt, zum Favoritenkreis. Ja, bei der WM sind viele Clubs dabei, über die man sonst nur sehr wenig mitkriegt. Um euch trotzdem eine gute Vorschau liefern zu können, kriege ich deshalb Hilfe. Ich habe einen Südamerika-Experten, Johannes, und der hat einen eigenen Kanal hier auf YouTube, wo es um den südamerikanischen Fußball geht. Hier ist er verlinkt, das ist ein Video über die Boca Juniors, beziehungsweise den Machtkampf dort. Checkt ihn gerne aus und unterstützt ihn. Der Kanal ist noch relativ klein, von daher folgt ihm und schaut euch sehr, sehr gerne die Videos Macht das an. gerne, wenn Von ihr Bock daher, auf wir sehen uns dann bei der nächsten Vorschau wieder. Bis dann wünsche ich alles Gute, haut rein und ciao. Wenn ihr Bock auf südamerikanischen Fußball habt, Leute. Ja, kleiner Einblick, ganz interessant. 1, 2 Randnotizen, die ganz interessant waren. Ich freue mich auch auf die Club-WM, habe ich schon oft genug gesagt. Sportlich gesehen einfach mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ich denke, mit dem Amateurclub haben wir natürlich schon ein wildes Spiel vor uns gegen die Boca Juniors. Ja, Benfica, gut, kennen wir, ist jetzt nichts Besonderes. Aber halt auch das ein oder andere Spiel, denke ich, kann man sich mit Sicherheit mal reintun. Und ich freue mich drauf. Ja, auf jeden Fall. Einfach um mal, wie gesagt. Ich meine, deswegen war ja auch die Champions League dieses Jahr so interessant, dass du einfach mal mehr Gegner hattest, die du vielleicht sonst nicht so hast. Ja. Ansonsten ist ja schon immer so. Es ist nichts Neues da. Also es waren auch immer dieselben Gegner international zum großen Teil und deswegen ist das ein bisschen erfrischend. Ich verstehe natürlich auch die Schattenseiten oder die Argumente dagegen und damit werden wir uns in dem nächsten Video mal mit auseinandersetzen. Also in diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.